Hi Freunde, willkommen zurück hier zu Dragon Ball Xenoverse, dem großen Finale im Kampf gegen die Micron, den wir bereits im letzten Part besiegen konnten, mit der Hilfe des Kaioshin zur Zeit, natürlich auch mit Son Goku, die irgendwie alle Götter sind, und Trunks und ich sind irgendwie nur, naja, Beilage, können wir mal schon sagen. Obwohl wir eigentlich die Micron mal Eingang platt gemacht haben. Schon irgendwie geil. Ja, bevor ich gleich beginne, muss ich ganz kurz erklären, bzw. mich entschuldigen. Die letzten 3 Folgen waren, glaube ich, nur in 30 FPS statt in 60. Ich habe da falsch aufgenommen. Ja. Weißt du, so, ich nehme Hallo Warriors immer in 30 FPS auf, weil sonst zu groß werden die ganze Dateien und so, man sowieso keine großen Unterschiede sieht. Bei Xenoverse würde es sich lohnen, aber da habe ich irgendwie die Umstände dazwischen ein bisschen verkackt und ja, deswegen wurde das Xenoverse letzten 3 Parts auch nur mit 30 FPS aufgenommen. Ich hoffe, es ist jetzt hier wieder richtig, dass wir 60 FPS sind und wir den, glaube ich, letzten Kampf in voller Schönheit, voller Größe und so genießen können. Verdammt, der Migra! Jo, gehen wir. Wer kommt jetzt noch, wa? Mein Trunks hat er bereits kontrolliert. Goku geht nicht, weil er ein Super Saiyan Gott war. Oder eben noch ist, der die Energie in sich hat. What the? How can this be? Damn this despicable world! I'll destroy it all! What are you doing? Are you insane? If you destroy the Time Vault, everything will disappear, gone forever. It means you'll die as well. Fool! You think I'm not aware of that? After everything is destroyed, I'll make a new history. My history! What? What do you mean by that? What are you thinking? Yeah, Super Saiyan Free! Oh. Everything! Be gone! Demigra! Stop! Oh nein, ist es alles vorbei? Das darf nicht sein. Hä? Die Eule? Bin ich tot? Ist das der Himmel? Scheint fast so, wa? Was zum Henker? Das ist eine Schriftrolle, ja. Mal einpacken. Hä? Wow, was ist denn so los? After everything is destroyed, I'll make a new history. My history! What? What do you mean by that? What are you thinking? Und jetzt schon wieder. Demigra! Stop! Nein. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Geschichte. Einfach ausgelöscht. Demigra! Stop!
Ja, wir sind ein toller Freund. War einfach Goku in der Scheiße zurücklassen. Naja, hoffe, er schafft's. Zur Folge, Freunde Migra. Are you? What in the world are you? After that, how could you still be alive? I see. You want to interfere, do you? Richtig geraten. I won't hold back then. With every ounce of my limitless divine power, we'll defeat you! You shall rue the day. Erase your miserable life from history. I'm through with you. You will have never existed. Wie sieht denn der aus? Eine hässliche blaue Krötenversion von Ganon. Hilfe, Scheiße. Unbekannter historischer Kampf. Ja gut, wenn er unbekannt ist. Besiege den wohnen Gott, die Migra. Alter, viel Spaß dabei. So ist er scheinbar gar nicht, wa? I'm surprised you made it this far. Musst du gerade sagen, ey. Ja, aber so groß ist er echt nicht. Man hat ein bisschen gewundert von wegen, da ist eine Riesenbestie, aber scheinbar eben doch nicht. Wow, hat's ja voll gelohnt, Kumpel. Dann lade ich mich ein bisschen. Alter, ich seh nichts mehr. Das ist total fies. Ich muss doch wissen, wo. Ah, bin bereits aufgeladen, cool. Das kannst du nicht, denn ich bin die Zeit selbst. Ja, mag ein bisschen hochgegriffen sein, aber kann man sonst ganz nicht erklären hier. Da steht gar nicht zurück, Hilfe! Alter, einfach unsere Ausdauerleiste für den Arsch. Aber getroffen ist eh gar nichts. Wow! Das war aber nicht getroffen, war klar! Ich geh mal, war tschüss! Scheiße! Weiß voll, wie ist das hier? So nichts sehe. Wah, Hilfe! Du bist zu lahmarschig. Du hast vielleicht Power oder bist lahm wie sonst was. Du bist eine lahme Socke. Au! So wenig abgezogen. Ja, viel sieht er echt nicht damit. Ist so angekocht und kommt so. Ich krieg dich. Du willst ein Gott sein, ey. Du bist eine Lusche, sonst nix. Mann, ey, ihr wollt gerade voll kontern. Ich habe noch Mühe, den Ferne seine Attacke abzuschätzen, merke ich gerade. Ja, man kennt so nicht anderes von mir, wa? Und Final Flash spammen, das kann man ja gut. Wo ist er hin? Voll ausgewichen, der Arsch! Verdammt! Oh, wow, das muss wehgetan haben. Das geht gar nicht anders. Wo ist er hin? Was ist jetzt los? Ah, Goku! Wer hat den Tag überlebt? Und eine God-Power? Ist egal. Ja, kein Problem, ich mach das schon. Alter! You used instant transmission to get here? How? The time vault is safe, so don't worry. It was really hard work. All right. Ja, Hauptsache du hast geschafft. Do this. Will ich auch mein Kumpel. Yeah! Super Saiyans sind halt die Besten. Ich mach gleich mit. Also, wie viel mehr ich abziehe als Goku, ja, ist schon Wahnsinn.
Wo ist er hin? Wow, bis er hinter uns. Ein schlechter Kumpel. Mach ich mal, tschüss. Du bist ein Arsch, sonst bist du nix. Daneben. Ja, Kampf ist einfacher als ich dachte. Ja, ein bisschen spät wäre sonst eine geile Kombi gewesen. I'm being overpowered. I can't allow this to happen. Aber es passiert gerade, du hast sowieso keine Chance gegen 2 Super Saiyajin-Götter. Total gerade ein bisschen, wa? Scheiße, ich hab keine Skills mehr. Aber jetzt mal eine gute Frage, wieso wird Son Goku jetzt im Super Saiyajin Gott? Vielleicht geht's gar nicht mehr, wa? Da braucht er so die Energie von 6 Saiyajin, wie es wieder klappt. Und wir sind zwar cool und so, ist keine Frage, aber ein Super Saiyajin Gott sind wir noch ein. Oh, nicht! Hilfe! Was macht er für eine Scheiße? Kommt mit dem Quatsch wieder. Du triffst uns! Du kannst sagen nicht, aber natürlich trotzdem getroffen. Okay, Freunde, zum letzten Mal. Wo ist er denn hin dort? Das war das echt? Der letzte Bosskampf ever. Haben wir der kürzeste. Ja, also die müssen wir noch ein paar Mal spammen, ganz ehrlich, das ist so einfach. Zeitkristall spielt 1, cool. Ich krieg vielleicht einen Dragon Ball, aber die gibt's ja sonst noch. Ups. Ich bin frei. Okay, komm schon. Puh, Schwein gehabt. Tja, Demigor, das war halt ein göttliches Kamehameha, da hattest selbst du keine Chance dagegen. Ich bin noch voll der Super Saiyajin. Ja, war cool, war voll krass. Ja, Mann, ihr habt's geschafft, cool. Und du, Goku, musst ganz schnell in deinen Streit zurück, ja? Sonst ist alles total im Arsch. Thank you for all your hard work. Seriously, I can't thank you enough. If I'm going to stop these bad guys, I need to keep patrolling as long as possible. The main threat has been taken care of. But if you'd like, maybe you could help us from time to time. Klar, Mann, gerne. Thank you, buddy.
As far as partners go, I'll tell you, you're the only partner for me. That sounds nice. Hey there! Are you interested in a little fight with me? I want to see your power. Show it to me. Klar doch, jederzeit. Fun. Ja, ja, so können nur Saiyajins grinsen. Hä, wieso? Don't do it here. If you break the time vault, everything we've just gone through will be for nothing. We don't want that. Oh, right. Whoopsie daisy. Hast du gerade unser Lachen so das Oh Mann, ey. Freunde, das war die Hauptstory zu Dragon Ball Xenoverse. Ja, jetzt kommt gerade nochmal Shala H. muss nachher leider wieder rausschneiden. Sorry für euch, also sprich, ihr hört vermutlich gar nichts, außer kann ich noch irgendwie eine coole Mucke reinschneiden. Nun gut, die Credits. Ja, hier war natürlich Zeit für ein kleines Fazit. Was, Gogeta? Hab noch gar nicht gesehen. Fazit zum Spiel. Sind die ersten 30 Parts herum. Das heißt, es kommt noch viel auf uns zu und die ganzen Parallelquests, die sonst noch anstehen. Die Online-Quests natürlich auch noch. Deswegen bezieht sich mein derzeitiges Fazit erst einmal auf, sage ich mal, den Hauptstory-Modus. Der Story-Modus selbst ist ja mal endgeil. Also so etwas Geiles habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Weder bei einem Dragon Ball Spiel noch sonst bei einem Spiel. Einfach nur der Hammer. Es gab natürlich zwischendurch ein paar kleine Logikfehler. Und man sagen musste, wieso war jetzt ja nicht der oder hat es nicht transformiert und so weiter und so fort. Aber gut, darauf wollen wir nicht groß rumreiten. Es war einfach nur episch geil das Ganze und ja, ich hoffe natürlich, dass wir wirklich noch ein bisschen dran rumschrauben. Es sind momentan noch ein paar DLCs in Arbeit. Ich hoffe natürlich, es gibt noch ein paar weitere und außerdem bereits im zweiten Teil arbeitet. Denn, ganz ehrlich, während denn die Vegeta-Saga, oder Saiyajin-Saga jetzt mal, nach der Freeze-Saga echt richtig ausgebaut wurde, ganz geil gemacht, wurde die Cell-Saga ein bisschen sehr abrupt abgekürzt. Wo ich sagen muss, nö, bitte noch ein bisschen anders, ergänzen und so weiter. Meine Buu-Saga war es ähnlich, da war es mir aber ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ja, wie gesagt, Buu ist nicht sogar meine Lieblingssaga, aber trotzdem so der Kampf zwischen Goku und Vegeta hätte man ruhig noch einbauen können, wie halt Vegeta noch von dem Migwa besessen wird und ja. Aber grundsätzlich halt die ganze Besessenheitsnummer oder halt Böse-Mach-Nummer, wie auch immer, halt Energie zu stehen, damit die Migwa nachher freikommt. Das ist ja eigentlich schon eine ganz geile Idee. Vor allem ist es eigentlich keine allzu große neue Idee, denn die Charaktere Mira und Tova gibt es ja bereits bei den Spielen Dragon Ball Heroes und Dragon Ball Online. Die gab es da bei uns jetzt noch nicht, die gibt es momentan erst in Japan. Trotzdem die ganzen Figuren halt einzubauen, auch das Ganze drumherum und ja, die ganze Grafik, die Musikinszenierung, einfach alles mega, mega geil gemacht. Gut, ich meine, von Grafik kann man natürlich auch sagen, wieso nicht mehr Raging Blast 2 und so, hä? Meine kann man natürlich immer ein bisschen dran herummotzen, wie es auf der PS3 oder Xbox oder 60 aussieht, weiß ich jetzt nicht, vermutlich ein bisschen schlechter. Der wird sagen, hier auf der PS4, aber denkt mal auch zu Xbox One wird es etwa ähnlich aussehen. Ja, wenn wir schon mal bei Mira und Tova sind, wo ist eigentlich Tova abgeblieben? Ich meine, Mira haben wir vernichtet damals, aber Tova ist wieder abgehauen. Die Migwa ist auch irgendwie im Arsch, also denke mal, der wird nicht weiter auftauchen in der Zeitkammer. Vielleicht der Tova kann durchaus sein, dass sie jetzt noch ein bisschen ihre Finger im Spiel hat, denn es sollen rein vom Spiel her nochmal 2 Sagen kommen und natürlich noch DLCs, da kommt Dragon Ball GT, Dragon Ball GT, wie auch immer. Kommt da auch noch und ja, da wird sicher noch viel, viel Spaß und Spannung für uns bereithalten. Ja, das Ganze drumherum, sprich halt die ganze Toki-Toki-Stadt und so, das ist auch eine richtig geile Idee, dass du einfach dort ein bisschen rumcruisen kannst, dir die Zeit nehmen kannst, deinen Charakter aufzuleveln, mit anderen zu interagieren, natürlich auch später noch online, etc. Richtig geil gemacht. Die ganzen Skills natürlich auch, obwohl da von den Super Saiyan Skills finde ich jetzt ein bisschen doof. Da waren es damals bei Raging Blast 2 besser. Aber naja. Vielleicht hat das in Künftig noch ein bisschen ausgebaut und wir können uns vielleicht sogar irgendwann noch zum Super Saiyan God transformieren. Das ist natürlich geil, weil ich glaube, 3-fache, 4-fache gibt es nicht. Das müssen wir komplett noch die Haare anpassen, weil da geht es nicht anders. Da kannst du halt irgendwie so belassen, wie es jetzt ist. Aber ja, mal schauen, was die Entwickler so bereithalten. Und was wollte ich noch sagen zum Schluss? Ja, natürlich so alles positive Faktoren, das Negative. Das Kampfsystem. Es gefällt mir immer noch nicht so ganz. Es hat immer noch so ein paar Lücken. Vor allem natürlich, weil man plötzlich irgendwie
gegen einprügelt, sich dann teleportiert und plötzlich ist man irgendwie quer in der Luft, hängt man da. Muss natürlich schon sagen, hallo, wir sollen da den Gegner treffen, natürlich konnte der dann direkt und ja, ist nicht so perfekt, ich hoffe, das wird noch ausgebessert. Ansonsten, ja, generell ist mein Lieblingskampfsystem das schon nicht, aber ich komme langsam mit rein, das ist ganz cool, es klappt alles wie es soll. Noch mit dem Charakter spezialisieren halt, sprich, dass er mehr auf Key-Angriffe geht, das klappt ja auch mittlerweile ganz gut, hey. Ich denke jetzt mal gegen die Kämpfe gegen Bu und natürlich auch dann gegen Bill, Swiss und die Endkämpfe gegen die Mikro haben wir ganz gut gelöst, ich glaube, viel besser geht es gar nicht mehr. Dann mal gucken, wie es hier weitergeht bei Cineverse, ich jetzt den nächsten Part dann wieder. Das wir uns erwarten, dass wir alles freischalten, natürlich die ganzen Dragon Balls noch und dann endlich mal online gehen. Gegen euch zocken, mit euch zocken, das wird sicher noch ganz, ganz heavy. Natürlich noch mordsmäßig Spaß bringen, hoffe natürlich zumindest. Und ja, doch etwas anderes noch ganz kurz erwähnen, wenn wir schon bei Charakteren sind. Die Charakterenvielfalt, da ist noch immer ein Dorn im Auge. Denn wir haben ja gesehen, häufig im Klamottenshop von wegen Kleidung von 80 sogar aus Dragon Ball Zeiten oder irgendwie von Dr. Gero, von C19 und einfach irgendwelche Charakteren, die wir noch gar nicht gesehen haben im Spiel. Sprich, es gibt deren Klamotten, aber du kannst nicht zocken und nicht gegen sie zocken. Ich meine, hallo? Aber ja, wie gesagt, stehen noch ein paar DLCs raus. Ich hoffe, bis dahin ist noch was gemacht und deswegen ist das ein vorläufiges Fazit in das Ganze. Vielleicht wird sogar später nochmal der neueste Dragon Ball Film auch noch integriert. Ja, der neueste Film, das wäre glaube ich Nummer 15 bereits. Oder jetzt Nummer 13, weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle Nachfolgefilm zu Battle of Gods. Kommt ja so Mitte April in Japan raus. Und ja, vielleicht werden dort Elemente noch eingebaut. Fände ich ganz geil, wenn dann irgendwie noch so, ja, Tanzkämpfe noch gäbe. Ach, Son Goku, das nicht kontrolliert werden konnte, schon geil. Aber natürlich zu Beginn der Story könnte ja schon kontrolliert werden, ne? Wurde erst bei Battle of Gods dann ein Super Saiyan God Status, sag ich jetzt mal so. Also könnte es von dem her eigentlich durchaus sein, dass auch er mal irgendwie noch kontrolliert werden würde oder uns noch etwas beibringen, wie gesagt, Super Saiyan God Skill oder was anderes, etc. etc. Weiter, man muss ja fast, gar nichts anderes. It seems they defeated Demigra, Lord Beerus. Oh, well, guess they didn't need me at all. Indeed. It certainly wasn't worth staying awake for. On the contrary, I'm curious about their power. I was actually looking forward to seeing a full display of their skills. Very much so. Well, in that case, you should be sure not to oversleep next time. Thank you so much, Goku. I should thank you instead. I haven't gotten that excited about something in a while. Okay, come visit me again. Sure. It seems as though they've destroyed you, my creation. Not enough power. I need more. I need more energy. That's right. We'll leave this place and collect more power. And there we can regroup and try again. But we mustn't give up. We'll be back to exact our revenge upon our transgressors. And I know that next time you will annihilate all of them. Because you are truly my greatest masterpiece, Mira. Just wait. Soon we'll return to crush those who stood in our way. Habt ihr das gesehen? Das war ja wie bei Cell und bei Piccolo hat die alles irgendwie Miwa aus Cell und so gebaut, irgendwie. Was sind das für welche? Komm, du bist kein Gott mehr. Ja. Let's do a little spar. Okidoki. Digga, Super Saiyan ist klar. Jemand gewonnen! This is overdoing it. Entschuldige, Mann, ich habe halt die Power in den Super Saiyajins. Zweifach sogar. For the time being.
We have to work together. Okay. Ey, wie geil ist das mit Tova und Mira? Der muss ja fast durch ein DLC eher wieder zu vollen Kräften kommen und wieder vollends erwachen. Weil eines fehlt mir immer noch, die Erklärung immer zwischen Tova und die Migra. Weil irgendwie wurde noch nie erklärt, ob jetzt Tova... Moment, doch Tova stimmt. Alter, ich habe immer das Gefühl, dass Tova halt der Typ war und Mira das Mädchen, ist umgekehrt. Genau, Tova ist das Mädchen und also sprich die Schwester von Dabra. Gut, das sind natürlich schon Dämonen, war und der Migra war der Dämonengott. Also haben die natürlich schon irgendwie für ihn gearbeitet, jetzt ist er halt tot. Tova hat ja überlebt, weil er sich zurückgezogen hat wie so ein... Ja, wie ein Feigling halt und Miura hat irgendwie das Ganze überlebt. Die kennen das irgendwann wieder zurück, aber ganz ehrlich, wir haben die Miura platt gemacht, werden natürlich die beiden auch kein Problem sein. Naja. Bis halt, wie gesagt, irgendwann mal auf neues Inhalt zurückgreifen, wie gesagt, dann neues Dragon Ball Z-Film und dann wird es, glaube ich, doch noch richtig heftig. Egal, bis dahin sagen wir mal Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Ciao zusammen.